Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei Banished. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich wieder mal gefailt, respektive das mal bin nicht ich schuld, sondern das Material. Und zwar bei den letzten 4 Aufnahmen, die ich natürlich am Stück aufgenommen habe, wieso auch nicht, habe ich dann viel zu spät gemerkt, dass das Mikrofon umgespackt hat. Ich habe irgendwie irgendetwas ein bisschen falsch eingestellt gehabt, wo ich ein paar Änderungen an den Einstellungen vorgenommen habe, aber ich hoffe, dass das Problem jetzt gelöst ist und wir jetzt da wieder normal weitergamen können. Jo, ich würde sagen, wir steigen gerade ein beim Trolldorf. Weil wir haben dort noch Grosses vor. Ihr habt es vielleicht gesehen, die letzten 4 Videos, die ich hoffe mal bis am Sonntagabend hochgeladen habe. Also, wenn alles richtig läuft, sollte das Video, das ihr jetzt hier seht, am Montag hochgeladen werden. Und das heisst, es ist ein Tag vergangen. Ich habe mich dazu entschlossen, das so zu machen, damit nicht eine grosse Lücke zwischen diesen Videos ohne Ton und den restlichen sind. Also respektive dann wieder mit. Weil, ich habe doch recht viel ins Mikrofon reingeschnarrt. Ich habe das natürlich erst gemerkt beim Schneiden, dann, dass der Ton gar nicht aufgenommen worden ist. Dementsprechend habt ihr ja gar nicht hören, was ich alles so vorhabe. Vielleicht habt ihr es so gesehen, ich habe ihr kennt mich ja während dem Schnarren, tue ich ja viel mit der Maus noch so ein bisschen umzeigen, machen und tun. Habt ihr es vielleicht erahnen. Also, das Ziel ist eigentlich da jetzt langsam so ein bisschen ringförmig, würde ich jetzt mal sagen, da eine Siedlung aufzubauen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir mehr Essensvorräte irgendwo herbekommen. Und das werden wir machen, indem wir halt mehr Felder bauen. Jetzt ist da gerade ein Trader gekommen, da gehen wir mal schnell anschauen. Jo, also der will von mir, respektive der will mir Schafe verkaufen oder Hühner. Ich würde sagen, die Schafe die nehmen wir gerne an. 8 Schafe. Mal schauen, was wir dem schuldet. 6'000. Kommen wir da auf 6'000? Ja, klar kommen wir da auf 6'000. Wir brauchen nämlich dann 6'000 in die Hand. So, stimmt das? Das stimmt. Wunderbar. Trade. Dann müssen wir da nur noch sagen, dass Firewood gerade momentan nicht da drin produziert werden. Wir müssen wieder ein bisschen warten, bis wir etwas haben. 0. So. Also die Schafe die sind da. Jetzt mal schauen, wo gehen die überall hin. Jetzt sagen wir noch nicht, dass wir überall das Maximum haben. Mal. Es ist ja so, wir haben überall das Maximum. Das heisst, wir müssen eine weitere, oder nicht wir müssen, aber ich wollte gerne eine weitere Farm machen. Jetzt ist die Frage, wo. Ich weiss wo, und zwar da. Da sollten wir noch Platz haben für eine Farm. Oder dann müsste ich da eigentlich auch noch einen Platz haben. Da müsste ich eigentlich einen Platz haben, dann tun wir doch da eine hin. Und zwar so, oh, nein, eins weiter oben. So wie gehabt. Schön 20×20 und das mal ein bisschen, ja mal so. Mal, das geht schon, Also, da hätte ich da gerne höhere Priorität. Machst du es einmal. Ja, respektive mache ich es einmal, also nicht ihr, die jetzt da am Zuschauen sind, sondern meine Untergebenen. Werden sonst. Ziehen wir da noch standesgemäß einen Weg drumherum. Und dann müsste das eigentlich laufen. Wir haben jetzt hier 42 freie Mitarbeiter. Kommt natürlich davon, dass wir die Mine wieder eingestellt haben. Das heisst, also der Bau müsste ja dann relativ schnell vorangehen. Da könnte ich eigentlich die Farmer wieder zuweisen. 20 Stück brauchen wir. Dann können wir da auch ein bisschen mehr Essen über. Weil mein Ziel ist jetzt momentan, die Essensvorräte zu pushen, damit wir danach wieder weiter wachsen können und wir nicht wieder so Probleme bekommen mit dem Essen.
Das ist eigentlich so mein Ziel gerade momentan. Da geht es einfach wieder mal extrem langsam voran. Weiss der Geier wieso. Man hätte ja so viel Arbeiterführung. Aber die machen so nichts. So, mache ich ein bisschen vorwärts da. Es sind immerhin 17 frei rum. Ich weiss nicht, was die machen, Däumchen drehen oder so. Oder vielleicht ist es nicht zu kalt für uns, ich weiss es nicht. Ist mir gerade ein Rätsel. Aber ja. Es geht langsam voran. Was ich eigentlich auch noch hätte machen, wäre da noch 2, 3 Häuser pflastern. Die Frage ist jetzt einfach, wo? Vielleicht da. Mal schauen, ob da etwas Platz hätte. Dann ziehe ich doch zuerst mal den Weg da durch. Mal so. Und ja, du, kein Problem, gell? Also lasst euch noch mal Zeit. Das pressiert ja nicht oder so. Nein. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Schon gut. Geht mir jetzt gerade momentan ein bisschen auf den Sack, die ganze Situation da. Die Schafe sind natürlich schon wieder alle verschwunden, weil in der Zwischenzeit natürlich ein paar gemetzelt worden sind. Herrje, Leutlis. Also jetzt müssen wir mal schauen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Käge mit Schaf. 1, 2, 3, 4 Käge mit Rinder. Und 1, 2 Käge mit Hühnern anscheinend. He? Alles klar. Also wäre die logische Weiterführung von dem Ganzen ein weiteres Käge mit Hühnern, theoretisch. Nur stellt sich mir jetzt die Frage, brauchen wir die Hühner wirklich? Wie sieht es aus mit den Eiern? Wie viele Eier haben wir? Keine. Haben wir wirklich keine Eier oder will ich die... Mama, wir haben Eier. Wir haben zwar nicht sehr viel, aber wir haben doch. Könnte jetzt fast falsch verstanden sein, werden. Aber so sind wir natürlich nicht. Und da keine Anspielungen machen auf gar nichts. So. Dann müsste ich da endlich mal ein bisschen anfangen bauen da, weil irgendwie geht mir das Ganze gerade momentan doch ein kleines bisschen zu lang, muss ich jetzt mal ehrlich sein. Komm, mach da. Es geht eine Ewigkeit, wieso auch immer. Weil, wie schon gesagt, man hätte genug Arbeitskräfte, die das könnten pushen, aber irgendwie wollen es nicht so recht. Was ich jetzt einfach momentan noch sondern sicherstellen, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Was ich jetzt im Moment sicherstellen ist, dass wir nein, nicht 1000. 10.000 hätte ich gerne. Was ich sicherstellen will, der dritte Versuch, ist, dass wir genug Essen haben für die momentane Situation, wenn wir alle Felder ausschalten. Momentan ist es noch knapp der Fall, dass wir uns halten können, aber halt eben nur knapp. Und ich will das nicht knapp, ich will es sicher haben. Jetzt haben wir hier wieder Besuch von einem Trader. Was bringt er mir schönes das mal? Er bringt verschiedene Saatgut, er bringt Tools. Ich denke, von dem Zeug haben wir alles genug, aber Eisen bringt er mir noch. Ich meine, klar, wir haben jetzt eine Mine, aber wir könnten sowieso nicht bezahlen, das ist ja sehr gut. Also kannst du gerade wieder gehen, danke vielmals. Ja, möchte ich ein bisschen da. Hopp. Ich denke, Hühner werden jetzt das mal da weit reinkommen. Weil vom Rest haben wir eigentlich an und für sich genug, wenn man jetzt so schaut. 1400 Beef, jetzt einfach mal in dem Speicher da. Dann haben wir da, das ist Lamm und das ist Wild. Also das läuft. Wolle haben wir da 96, dann haben wir 136, also Wolle haben wir auch genug. Dann da ebenfalls Beef haben wir da eingelagert und Lamm und Wild. Also das läuft. Aber Eier sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Mangelware.
Dann können wir nämlich da, den da splitten. Genau. Ja, durch das, dass ich jetzt natürlich die Felder wieder eingeschaltet, also respektive, dass wieder auf den Feldern gearbeitet wird, ist da unser Essen gerade ein bisschen in die Höhe gesprungen. Das ist absolut in Ordnung so. Mein Ziel ist momentan eigentlich so irgendetwas zwischen 50 und 80.000 Essen zu speichern, damit wir nachher wieder weiter wachsen können. Das ist eigentlich so mein Vorhaben jetzt gerade. Und ich würde sagen, den lassen wir jetzt mal einmal bauen. Weil ich wollte nicht nur in die Richtung expandieren, da, weil da ist dann irgendwann mal die Karte fertig wieder gesehen, also weiter rüber geht es da nicht mehr. Sondern ich wollte auch ein bisschen nach links expandieren. Und zwar möchte ich da jetzt eine Ressourcenregion machen. Das heisst, da kommt dann noch ein Förster rein. Also da haben wir ja schon einen, aber vielleicht da oben noch einen. Weil das eignet sich ideal, das Gebiet, wenn wir da jetzt schauen. Das wäre ideal da oben. Die würden sich nicht einmal, ja, vielleicht ganz knapp überschneiden sogar. Dann vielleicht 1, 2 Häuser da am Rand, wo dann die Arbeiter, zur Verfügung stellen, die Häuser, die dann dort arbeiten. Wie sieht es in den Schulen aus? Da haben wir 14 Studenten, wie das so schön heisst, da, und da bei dieser Schule haben wir 3. Also Babyboom ist vorbei. Anscheinend, offensichtlich. Das macht aber gar nichts, weil wir haben ja da noch genug Häuser ausgewiesen. Und da ja auch, da genau, habe ich ja dann das letzte Mal wieder die Steinhäuser abgebrochen und Holzhäuser bauen. Also respektive habe ich jetzt einfach mal da markiert, dass das dann dort schnell vorwärts geht. Wie sieht es aus mit dem Tunnelbau? Der sieht nicht ganz schlecht aus, da sind wir eigentlich schon fast so weit. Da braucht es 4, dann tun wir doch da mal 4 rein. Und dann sonst noch 16. Die 16 sind jetzt natürlich für die restlichen Häuser noch, natürlich auch noch für die Scheunen oder Speicher oder wie man dem soll sagen. Das ist absolut okay, dass die gemacht werden, weil momentan haben wir die Ressourcen dazu. Wir müssen das Zeug bauen, wenn wir die Ressourcen haben. Und nicht erst, wenn wir sie eben dann nicht mehr haben und wir es dann wirklich brauchen. So, was bringt der mir Schönes? Er bringt mir Eisen. Kann ich ihn dann irgendwie bezahlen? Anscheinend nicht, aber wir haben natürlich Feuerholz. Jetzt schauen wir mal da. Wenn wir jetzt da 2000 Feuerholz reinmachen, wie das funktioniert dann. Das Feuerholz müsste ja eigentlich relativ schnell kommen. Noch haben wir 0 drin, aber ich glaube das erste kommt jetzt schon. Jawohl. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt funktioniert es natürlich. Dann wäre ich jetzt eigentlich dafür, dass wir Eisen einkaufen. Und zwar gerade die gesamten 200, die er hier hat. Das kostet 1200, das wäre dann 300. So. Kopfrechnen. Yay. Gut, also da hätten wir mal. Werkzeug haben wir momentan noch genug. Da brauchen wir nichts, wo wir einkaufen müssen. Feuerholz sieht bei uns eigentlich auch noch recht easy aus. Was haben wir bei dem sonst noch so alles geordert? Ja, von dem brauchen wir eigentlich jetzt alles nichts. Also ich würde sagen, du darfst wieder gehen. Vielen Dank für das Geschäft, das wir da gerade erledigt haben. Der Tunnel ist fertig. Das ist sehr gut natürlich. Und da fehlt noch ein Speicher und dann sind wir da auch schon durch. Und da sollten wir eigentlich wieder genug Platz haben, um die 50.000 zu erreichen. Wie sieht es da aus? Also das Feuerholz, das wird gemacht, das funktioniert. Die Kohle wird langsam wieder ein kleines Problem. Das heisst, nachher werden wir da wieder ein Problem mit dem Feuerholz haben. Weil wir ja gemerkt haben, dass die Steinhäuser da extrem viel Feuerholz verbröteln. Da haben wir jetzt im Inventar 61 und da haben wir im Inventar 58, ja gut, es geht, haltet sich eigentlich noch die Waage, wie man dem so schön sagt. Es geht jetzt eigentlich noch gerade so knapp. Wie sieht es aus bei den Arbeitern? Also die Bauarbeiter werden nicht mehr gebraucht, die nehme ich jetzt in dem Fall wieder raus. Und sonst haben wir eigentlich überall genug von allem.
Was man noch könnte machen, wäre da jetzt die 4 wieder reduzieren auf 1. Das ist in Ordnung. Ja, läuft, würde ich meinen. Die Schmiede, die laufen wahrscheinlich auf Hochtouren. Aber wir sehen, wir sind da immer etwas um die 540, 550 umeinander. Das ist absolut in Ordnung. Wir haben auch Kräuter endlich. Also die Kräuter, die laufen auch. Ich halte natürlich immer auch das Essen im Auge. Also jetzt sind wir schon auf 38 oben. Und das ist absolut okay. Obwohl wir müssen natürlich bedenken, wir kaufen nach wie vor ein. Also es ist nicht so, dass wir nicht zusätzlich noch die Nahrung einkaufen. Also eben nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Also das ist okay, das ist absolut in Ordnung. Und sonst hätten wir natürlich da noch einen riesen, also recht viele Felder, wo wir wieder könnten, Arbeiter hätten, die dann zusätzlich Nahrung produzieren. Jetzt fange ich doch da schon mal an. Ich muss mich da jedes Mal umgewöhnen, dass da ja das Ganze viel anders funktioniert als bei den Sims. Obwohl ich ja eigentlich Banished schon viel länger spiele als Sims, muss ich mich da doch immer wieder ein bisschen umgewöhnen. Ich würde sagen, gehen wir doch irgendwie, ne, das wäre jetzt natürlich dämlich, mal so gerade über und dann so gerade rauf. Irgendwie so. Dann werden wir da oben dann die nächste Försterei, oder wie man eben sagt, aufstellen. Wo haben wir den Weg? Da haben wir den Weg. Und wo ist er zu Ende, der Weg? Da ist er zu Ende. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das so aussieht. Ja, die Mitte doch recht gut bereicht, muss ich sagen. Bin stolz auf mich. Da tun wir mal hin, aber pausieren. Momentan braucht es den noch nicht. Wenn wir sehen, wir haben momentan genug Holz. Es kommt genug Holz immer rein. Und mich stört das, wenn das nicht gerade ist. So. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir jetzt wieder mehr Häuser bauen oder wollen wir doch eher zuerst auf die Ressourcen? Ich glaube, zuerst auf die Ressourcen wäre nicht schlecht. Darum würde ich sagen, wir zuerst mal die Häuser bauen. Ihr merkt, ich mache gerade das Gegenteil von dem, was gut wäre. Ich würde sagen, 4 Häuser zusätzlich, damit wir wieder ein bisschen mehr Arbeiter bekommen. Dann würde ich sagen, kommt da vielleicht noch eine Schule hin. Fände ich jetzt nicht gerade das Schlechteste. Und jetzt schauen wir mal, also da läuft alles wunderbar. Wir haben die Speicherkapazität schon bald wieder erreicht. Ja, so ist das nämlich. Und da kommt der Trader, der nächste. Was bringst du mir Schönes? Also Eisen haben wir momentan genug. Werkzeug haben wir momentan genug. Wir haben ja da auch schon eingekauft, wie wir sehen. Feuerholz haben wir genug, aber Eisen, sollen wir Eisen noch einkaufen? Ich würde mal sagen, nein. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt momentan mal auf dem Stand, wo wir sind und schauen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich dann natürlich merke, dass wir langsam auch in Bedrängnis kommen, was unsere Ressourcen angeht, werde ich mir natürlich dazu kaufen, das ist absolut klar. Und was ich jetzt da noch machen werde, ist da noch mehr Speicherkapazität machen, freischalten, aufstellen, wie auch immer. Ich habe jetzt da extra eins Abstand gelassen zum nächsten, damit es da noch die Möglichkeit hätte, hinten durchzugehen. So nämlich und ja, da, so. Gut. Die können Sie mal anfangen, so langsam fertig machen, also bis dann die Grundmauern stehen. Und erst dann werde ich dann die Bauarbeiter ausweisen. Also nicht ausweisen, sondern zuweisen natürlich, kann ich sagen. Da läuft eigentlich alles. Ja, ich weiss, dass wir langsam wieder am Limit sind, das macht aber gar nichts. Wie sieht es aus mit den Eiern? Also Eier haben wir da ein bisschen drin, dann haben wir da haben wir recht viel jetzt wieder, da haben wir recht viel. Da haben wir ein bisschen, wie sieht es da aus, da haben wir auch drin und da haben wir noch gar nichts drin, das ist absolut okay. Also das mit der Eierproduktion, das läuft, das finde ich schon mal sehr gut.
Man muss sagen, langsam aber sicher kommen wir doch in das ja, wie soll ich sagen, Gebiet oder auf den Stand, wo ich bei der, also, in der Stadt Trollisation habe. Zwar haben wir noch nicht so viele Einwohner. Trollisation hat ja ungefähr 500 Einwohner, mehr oder weniger. Und da haben wir jetzt anfangs, was sind das? Ja, sagen wir etwa, ja, knapp 200, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber absolut okay. Wir arbeiten langsam dran hin. Wenn wir uns bedenken, also wenn wir mal alles anschauen, wie wir mal eigentlich gestartet haben und was für riesighafte Probleme das wir hatten. Ich mag mich noch gut erinnern, da war das da unser Ortskern gewesen, und da oben ist anfangs das da gestanden. Also ich glaube, die Häuser sind im Bau gewesen, da sind vielleicht 2, 3 gestanden, das ist alles noch nicht rum gewesen, das da ist noch nicht rum gewesen, und wir haben so Probleme mit Werkzeugen, mit Eisen, mit Stein, mit allem. Wo ich jetzt im Moment muss sagen, momentan läuft es, momentan sieht es nicht ganz schlecht aus. Wir produzieren jetzt sogar so viel, dass wir doch noch da jeweils 2000 Feuerholz einlagern, und Feuerholz haben wir ja wirklich lange Zeit viel zu wenig gehabt. Momentan sieht es nicht schlecht aus. Wir haben zwar schon keine Kohle mehr, das heisst, der da wird jetzt, nein, der ist nicht der, sondern der da wird jetzt anfangen jammern, dass er kein Material mehr hat. Hat er jetzt so eben wieder bekommen, und der da nicht. Ich hatte doch 2 gehabt, wo ist der andere schon wieder? Wo? Ja, den werde ich dann sehen, wenn er anfängt zu mötzeln, dass er kein Material mehr hat. Oder? Ich hatte doch 2 gehabt. Habe ich nicht? Habe ich 2? Habe ich einen gehabt? Also da ist mal einer. Nein, das ist eben der Taylor. Ah, da ist der zweite. Genau. Also der hat momentan noch ein Kohle. Wird aber nicht mehr lange gehen, bis er auch keine Kohle mehr hat. Und dann wird der auch anfangen mötzeln. Das macht aber gar nichts. So, 24 brauchen wir. Ich würde sagen, ich tue mal 8 da zuweisen. Da hätte immer gerade 2 miteinander gebaut. Hoffe ich jetzt einmal. Ja, wir erreichen die 50.000 schon bald. Das heisst, wir können jetzt schon bald wieder anfangen, neue Häuser bauen. Wie wir sehen, jetzt momentan sind wir so, ja, jetzt haben wir etwa 10 zu viel. Und ich bin, wenn ich dann einen gewissen Stand erreicht habe, ist es nämlich gerne, wenn ich so Minimum 20 freie Arbeiter habe. Was bringt der mir Feins? Der bringt mir wieder Schaf und Hühnli. Ja, finde ich okay, brauche ich aber gerade momentan nicht eigentlich. Was haben wir bei dem geordert? Alles klar. Ja, nein, brauche ich nicht, merci. Danke vielmals fürs Kommen. Aber momentan nicht. Da wird jetzt der Bau langsam losgehen von dem ganzen Zeug. Oh, und ich sehe gerade, ich habe aus Versehen 2 Platz gelassen. Das finde ich schon okay. Das ist absolut gut in Ordnung so. Ja, also jetzt haben wir wirklich alles voll. Wie sieht es da aus? Da ebenfalls ist alles voll. Genau, gut, das ist okay. Dann würde ich sagen, würde ich mir dann da noch aufstellen. Also so offensichtlich nicht. Wie sieht es denn da aus? Also da hätte ich es noch für einen Platz, für 2 hätte ich Platz. Für da hätte ich eigentlich nicht, weil da möchte ich eigentlich dann den Weg, den Durchgang machen, um da durchs Tunnel können. Oder durch den Tunnel können. Da haben wir die Gärten, das ist okay. Wie weit kommt der? Da könnten wir eigentlich noch aufstellen. Machen wir doch gerade. Machen wir da einen und da einen und da einen und da nicht. Gut. Dann sollte das auch laufen. Ihr merkt, momentan bin ich es gerade ein bisschen am Übertreiben, aber wir werden dann schnell sehen, das braucht es. Das braucht es absolut. Also es ist nicht einfach so, dass ich jetzt, weil ich gerade die Ressourcen habe, und die geht mir ja auch langsam wieder zur Neige, einfach bauen, was das Zeug hält, sondern wir werden das brauchen, und ihr werdet das auch sehen, dass das Zeug wird alles braucht.
So, würde mal sagen, da gehen wir jetzt mal auf 100'000 rauf mit dem Essen. Was bedeutet das jetzt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für 50'000 gebraucht. Das heisst, man brauche 20 für 100'000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also fehlen dann nachher noch eigentlich 3, die habe ich vergessen gehabt. 12 in dem Fall insgesamt, das heisst 24, 25. Ja, also es fehlen noch ein paar. Aber das macht gar nichts. Ich denke, mit der Zeit wird das gut kommen. Wir müssen jetzt für die Zukunft arbeiten. Das ist sehr wichtig bei diesem Game. Immer für die Zukunft arbeiten. Also wir haben gesehen, am Anfang habe ich einen absoluten Fehler gemacht, indem ich einfach zu schnell zu viel wollte. Also was vor allem Einwohner angeht. Und das geht einfach nicht. Da hast du keine Chance. Das geht nicht. So, wie sieht es da aus? Da hat es eigentlich vor allem immer ein bisschen drin. Das ist okay. Ja, es läuft. Wir sehen, das Trolldorf wird immer grösser. Es wird immer angenehmer, um hier zu wohnen. Wir haben eigentlich momentan vor allem, wir haben ausser Kohle und Stein, wo jetzt uns langsam ausgeht, weil wir jetzt momentan einfach abartig wieder am Bauen sind. Das macht aber gar nicht will. Ich muss es irgendwie wieder gerade bekommen. Ich weiss, es gibt irgendwo eine Taste, die das gerade macht, aber so macht es mir Spaß. Kann ich mich umdrücken und so. Wir haben hier oben noch Stein. Wir haben hier oben noch Eisen. Da haben wir noch ganz Haufen Stein. Und der ist jetzt nicht einmal mehr so fern. Weil wir kommen immer mehr in die Regionen, wo das Zeug rumliegt. Und ja, das ist absolut okay. Und irgendwie schleifen mich jetzt gerade meine Nachbarn da. Die sollen doch bitte ein bisschen ruhiger sein. Wie auch immer, also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da schauen wir gerade, was der Trader uns da noch bringt. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und nochmal, ich entschuldige mich, dass die letzten 4 Folgen ohne Audiokommentare von meiner Seite her sind. Vielleicht hat sie euch besser gefallen, ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr meine dämliche Stimme nicht mehr hören wollt. Und falls doch, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und bis dann, ciao zusammen.